Wieso das Priestertum von allen Gläubigen und ein Pfarrer? Wieso braucht es überhaupt einen Pfarrer, wenn wir dank Jesus Christus doch alle können mit Gott reden, im Gebet und in der Bibel lesen und uns in einer Kirchengemeinde engagieren? Heute werden wir zusammen einen Blick werfen ins Alte Testament, ins Neue, dann in die Kirchengeschichte und in die heutige Gegenwart, um diese spannende Frage zu beantworten. Zuerst zum Alten Testament. In der Bibel gibt es viele Stellen, die zeigen, dass Gott Vater alle Menschen dazu beruft, Königinnen und Könige, Priesterinnen und Priester, Prophetinnen und Propheten zu sein. Dank Jesus, dem Heiligen Geist. Für einige von uns ist das vielleicht jetzt ganz ein neuer Gedanke, weil wir vielleicht eine katholische oder eine reformierte Prägung haben. Und weil es in der katholischen und reformierten Kirche ja ausgebildete Priester bzw. Pfarrer gibt. Wegen dem habe ich auch das Handout ausgeteilt, dass man ein bisschen schauen kann. Ich kann immer Bibelverse auch angeben. In der Lesung aus dem Alten Testament haben wir gehört, wie Gott verspricht, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Den Satz habe ich auch hier vorne an der Kirchenwand Lüttwil anschlagen lassen. Der Satz ist das erste Mal als damalige Volk Israel gerichtet. Doch dank Jesus Christus gilt er auch für uns alle. Mit dem theologischen Fachbegriff ausgedrückt, Gott beruft uns zum Priestertum aller Gläubigen. Das ist der reformierte Ausdruck. Im Katholischen redet man vom Priestertum aller Getauften, weil Kindertaufe im Katholischen sehr wichtig ist. Der Grundgedanke ist aber der gleiche. Wir alle, vom Baby bis zum Greis, können mit Gott eine persönliche Liebesbeziehung führen. Wir können in der Bibel lesen oder eine Hörpredigt hören. Wir können mit Gott reden im Gebet und ein Teil sein von einer örtlichen Kirchengemeinde. Und wir können zusammen regelmässig Gottesdienst feiern und im Gottesdienst auch aktiv mitmachen. Vielleicht bei einem Anspiel oder Mitteilungen übernehmen oder musizieren. Wir sind am Mitbeten, wir sind ein Teil vom Gottesdienst. Trotzdem gibt es aber auch im Alten Testament schon Profis, die am Werk sind. Gott hat seinen Prophet Mose berufen, indem er ihm das Versprechen gegeben hat. Das ist aus dem 2. Mose 4. Und nun geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Also der Mose war Prophet von Gott und sein Bruder Aaron, der Priester, hat ihn unterstützt. Sie waren ein Team. Die Schwester Miriam hat auch mitgeholfen. Wir wollen noch schauen, im Prophet Jesaja gibt es mehrere Vorhersagen auf die Zukunft, in denen das Volk Israel und Christen zusammen werden das Volk von Gott sein. Und dort heisst es, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Und an einer anderen Stelle im Jesaja, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Mir ist es darum gegangen, ich wollte es einfach im Alten Testament breiter abstützen. Es ist nur eine einzige Geschichte. Könnte man sagen, ist es vielleicht Zufall, ist es vielleicht eine Ausnahme? Nein. Wenn wir vorher schauen, dann sehen wir 5 verschiedene Stellen. Also im Jesaja hat es 2. Dass Gott uns eben auch etwas zutraut und das uns anvertraut. Dass jeder mitmachen kann im Reich von Gott. Das ist mal im Alten Testament. Dann schauen wir ins Neue Testament. Und dort, das kommt so in einem Lied vor, was heisst, Jesus ist König, Priester und Prophet. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Was bedeutet das? Dass Jesus König, Priester und Prophet ist. Das heisst, als König hat Jesus Reden gehalten. Und er hat Glaubensgesetze erlassen. Das heisst, in der Bergpredigt hat er die 10 Gebote noch zugespitzt. Hat er noch gesagt, nicht nur Töten an sich ist schlecht, sondern wenn wir schlechte Gedanken haben, Rufmord und so, ist auch schon schlecht. Also er hat die 10 Gebote noch zugespitzt. Und er hat das als König gemacht. Ein König, der Reden halten. Denn als Priester hat
Jesus nicht nur für uns betet, sondern auch er hat sein Leben stellvertretend für uns geopfert, indem er für uns gestorben und auferstanden ist. Als Prophet hat Jesus uns das Wort von Gott weitergegeben. Das Spezielle ist jetzt daran, dass Jesus die Stellung, also man sagt in der Theologie, dass das Amt oder die 3 Ämter nicht für sich behalten, sondern dass das demokratisch mit uns teilen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist gigantisch. Also er sagt zu uns, wir sind jetzt auch, er tut das uns schenken und anvertrauen. Er sagt, wir sind jetzt auch Königinnen, Könige, Priesterinnen, Priester und Prophetinnen, Propheten. Er macht das natürlich aus Liebe zu uns. Ich habe gedacht, ich muss das irgendwie noch mit einem interessanten Bibelvers ein bisschen unterlegen. Ich weiss nicht, ob ihr den schon kennt, das ist ein spezieller Bibelvers. Ich habe den noch nie erklärt oder gesagt, der ist wirklich speziell. Jesus sagt im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, also das heisst, wer Jesus vertraut, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere Werke als diese tun, weil ich zu Gott Vater gehe. Also, Jesus, der selber König, Priester und Prophet ist, er vergibt uns unsere Schuld und verwandelt uns in Könige, dass auch wir Reden halten, dass wir Text verfassen, dass wir mitmachen, dass gute Gesetze erlassen werden, die anderen Menschen helfen. Jesus macht uns zu Priesterinnen und Priester, dass auch wir uns für andere einsetzen, dass wir beten für andere Menschen. Und er macht uns zu Prophetinnen und Propheten, dass wir Gottes Wort weitergeben. Zum Beispiel die Leute ermutigen über WhatsApp, vielleicht einen Bibelvers oder so teilen und so. Und dass eben wir Könige, Priester und Propheten sind, das kommt auch im Neuen Testament mehrmals vor, auch im 1. Petrusbrief, was heisst, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Also der Apostel Petrus sagt, dank Jesus gilt jetzt die Aussage vom Alten Testament über das Volk Israel, zählt auch für uns. Und ganz am Schluss der Bibel, in der Offenbarung von Johannes, heisst es, Jesus hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priester für seinen Gott und Vater. Also mit dem würde ich sagen, es kommt mehrmals vor in der ganzen Bibel. Das ist wie die eine Seite der Medaille, dass wir alle uns engagieren im Reich von Gott. Aber das andere zählt halt eben auch, dass Jesus 12 Apostel berufen hat. Und er hat ja mehrere Leute gehabt, die seine Predigten gehört haben, mehrere hundert, aber einfach 12 hat er ausgesucht und gesagt, ihr seid von jetzt an Apostel, das heisst Gesandte. Und im Markus-Evangelium heisst es, Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Also Jesus hat die 12 Apostel berufen. Und sie kamen zu ihm und er berief die 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen. Also die 12 haben predigt, die anderen wissen wir nicht, ob die anderen mehrere hundert predigt haben. In der Bibel gibt es nicht nur den Begriff Apostel, sondern auch den Ältesten. Älteste ist das, was wir heute als Pfarrer oder Kirchenpfleger bezeichnen. Der Apostel Paulus hat den Titus berufen und hat ihm geschrieben, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also der Apostel Paulus sagt dem Titus, du eine Kirchenpflege installieren in jeder Stadt von Kreta, damit die Kirchengemeinden langfristig gesund bleiben, dass man zusammen Gottesdienst feiern, den Armen helfen und die Kinder unterrichten. Und er hat gesagt, du Kirchenpfleger einsetzen. Und nachher folgt eben eine Liste mit den Charaktereigenschaften, die ein solcher Kirchenpfleger haben sollte. Mir ist klar, die Predigt ist auch ein bisschen stichwortartig und so, aber ich werde noch ein bisschen in die Kirchengeschichte schauen. Das ist nämlich auch noch interessant, wie sich das dann entwickelt hat. Sowohl das Priestertum von allen Gläubigen als auch das Pfarramt. Zuerst zu den Urchristen. Die Urchristen,
Die haben ihre Gaben genutzt, um Jesus bekannt zu machen und zu verkündigen. Sie haben auch den armen Leuten geholfen, auch den Nachbarn, und haben auch in den Gefängnissen Leute freigekauft, die unschuldig im Gefängnis waren. Ich lese jetzt ein Zitat aus einem Kirchengeschichtsbuch. Was heisst? Die Mission der alten Kirche ist nicht organisiert. Es gibt weder Missionsräte noch Missionsgesellschaften. Es wird planlos missioniert. Alle Christen sind beteiligt. Man ist immer zugleich Zeuge oder man ist kein Christ. Ende des Zitates. Zusammengefasst, also in den ersten Jahrhunderten haben also alle Christen evangelisiert mit den Gaben, die sie hatten. Und gleichzeitig hat es aber auch heidnische Gegner gegeben vom Christentum, die den Glauben an Jesus verspottet haben. Und wegen dem haben die Bischöfe und auch Schriftsteller haben Bücher verfasst, um den christlichen Glauben zu erklären gegenüber den Einwänden der Heiden. Man hat diese Personen dann genannt Kirchenväter, und die heißen zum Beispiel Tertullian oder Augustin. Haben ihr vielleicht auch schon gehört, der Augustinus von Hippo. Und die haben viele Bücher geschrieben, um zu erklären, der christliche Glaube ist schon logisch und die Bibel ist mega gut, und haben also Informationen weitergegeben. Es hat auch damals schon Profis gegeben. Es war also auch bei den Urchristen ein Miteinander von Laien und Profis. Im Mittelalter ist dann eben leider die Bibel immer mehr in den Hintergrund gerückt und die kirchliche Tradition ist wichtiger und grösser geworden. Man hat geglaubt an ein Stufenmodell. Zuerst ist Gott, nachher die Erzengel, nachher die normalen Engel, dann kommt der Priester, der durch seine Sakramente, also Taufe und Eucharistie und so weiter, tut das Heil von Gott an die Laien weitergeben, als einfache Volk. Und durch das ist ein grosser Unterschied passiert zwischen den Freiwilligen und den Profis. Das ist im Mittelalter passiert, holzschnittartig gesagt. Nachher kommt die Reformation, wo Gott die Reformatoren und natürlich auch Reformatorinnen berufen hat. Im Jahr 1522 hat der Reformator Martin Luther ein Buch geschrieben vom Missbrauch der Messe. Ich lese ein Zitat daraus. Dies ist ein geistliches Priestertum, allen Christen gemein. Also das Priestertum von allen Gläubigen gehört uns allen. Dadurch wir alle mit Christus Priester sind. Das ist, wir sind Kinder Christi, des höchsten Priesters. Wir dürfen auch keines anderen Priesters oder Mittlers als Christus sein. Also mit eigenen Worten zusammengefasst, Martin Luther hat gesagt, wir sind alle ein Priestertum von allen Gläubigen. Wir brauchen keinen katholischen Priester, der für uns beten und uns Abendmahl geben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Reformatoren, die sind eben selber auch Profis gewesen, sind oftmals selber katholische Priester gewesen, ursprünglich, die die Bibel sehr gut gekannt haben. Also der Martin Luther war zuerst katholischer Mönch gewesen, der Huldrych Zwingli war Priester gewesen, Leutpriester, und Johannes Calvin war Jurist gewesen, hat aber die Bibel auch sehr gut gekannt. Wir kommen zu der Gegenwart. Im Aargau leben wir gemäss reformierter Kirchenordnung eine Mischform. Die partnerschaftliche Gemeindeleitung. Die Kirchenpflege besteht in jeder Kirchengemeinde aus mindestens 4 ehrenamtlichen Kirchenpflegern. Speziell ist, Sozialdiakonin und Pfarrer sind im Aargau auch Kirchenpfleger. In anderen Kantonen ist es wieder anders. In dem Gesetzestext habe ich mal nachgeschaut, steht auf Wikiref, steht eine interessante Formulierung. Aber sie, gemeint ist die partnerschaftliche Gemeindeleitung, ist ein anspruchsvolles Modell, denn Ehrenamt und ordinierter Dienst unterscheiden sich wesentlich. Das ist natürlich eine schöne Umschreibung dafür, dass es oft Streit gibt zwischen den Ehrenamtlichen und den Vollzeitern. Jesus hat mit den Pharisäern und Sadduzäern auch oft gestritten, und in der Apostelgeschichte sehen wir oft, dass die ersten Jünger miteinander gestritten haben, Petrus und Paulus. Also Streit an sich ist noch nicht schlimm. Wichtig ist, dass man sich versöhnt, dass man auch gut miteinander umgeht. Kein Pfarrer ist auch keine Lösung.
Es gibt sowohl Freikirchen als auch reformierte Landeskirchen im Kanton Aargau, die sagen, dass eine Kirchengemeinde gar keinen Pfarrer braucht. Freiwillige ohne theologische Bildung predigen und nehmen dann aber oftmals nicht die Bibel als ihre Grundlage, sondern ihren eigenen Alltag, den sie erleben. Ich habe gerade als Vorbereitung noch eine solche Predigt gehört, wo jemand gesagt hat, er tritt jetzt gleich aus der Kirche aus, weil der Pfarrer nur über sich selber redet und nicht, er hat wortwörtlich gesagt, er tut nicht die Bibel als Grundlage nehmen von der Predigt. Es war auch recht langweilig und langwierig, ich konnte gar nicht alles hören. Ich habe vor 2 Wochen extra den René Christen gefragt. René Christen hat innerhalb von 30 Jahren von 50 auf 850 Gottesdienstbesucher ist seine Kirche gewachsen. Ich habe ihn extra gefragt, was meint er zum Thema Verhältnis Pfarrer und ehrenamtliche Freiwillige. Ich habe ein Video gemacht, ihr könnt es gerne im Nachhinein nachschauen. Er hat mir gesagt, die angestellten Mitarbeiter geben Stabilität ins Kirchensystem hinein, weil sie Freiwillige betreuen. Nur Freiwillige klappen nicht. Es gibt in der Kirchengemeinde im Kanton Aargau auch das Umgekehrte, dass der ein Pfarrer gesagt hat, ich bin die Kirche. Durch das hat er viele Freiwillige verscheucht. Das hat auch nicht funktioniert. Es hat auch sehr viel Streit gegeben. In der Bibel gibt es oft Spannungen. Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Das ist die Grundlage von allen Spannungen in der Bibel. Es gibt Geschichten, die eher betonen, dass Jesus Mensch war, dass er gegessen hat und getrunken hat, dass er schlafen musste. Und es gibt Geschichten, die zeigen, dass er Gott war, dass er Menschen geheilt hat und so weiter. Gestern haben die Zeugen Jehovas an meine Tür geklopft, am 10:00. Ich habe schon gedacht, dass ich eine Sitzung vergessen habe und dass ein freiwilliger Wutentbrand an meiner Tür steht. Nein, die Zeugen Jehovas, die glauben nicht, dass Jesus ganz Gott ist. Sie wollen die Spannung nicht aufrechterhalten. Und das Gleiche zieht sich durch die ganze Theologie. Die Bibel zeigt uns, dass Gott eben manchmal heilen. Und ein paar behaupten, dass Gott immer heilt. Andere sagen, dass Gott nie heilt. Und beide irren. Ein paar gehen, Seelsorge ist nicht so einfach, wie alle meinen. Ein paar gehen Leute besuchen im Spital und sagen, du bist krank, weil du zu wenig glaubst. Und tun noch die Krankheit und den Schmerz verstärken von diesen Leuten. Und die Grundlage von dem ist, dass sie nicht anerkennen können, dass Gott manchmal heilt und dass es auch Spannungen gibt in der Bibel. Wir wollen einfach die Spannung auflösen und sagen, Gott heilt entweder nie oder immer. Weil dann hat man keine Spannung mehr. Und dann kann man eben die Spannung auflösen. Wenn man würde sagen, Gott heilt immer, dann ist er wie ein Heilungsprinzip. Und wenn er nicht heilt, kann man sagen, das Problem liegt bei dir. Und wenn man sagt, Gott heilt nie, dann kann man einfach sagen, dann muss man auch nicht beten und dann werden keine Erwartungen verletzt. Aber ich vertrete das, Gott heilt manchmal. Gott ist Person. Wir können ihn nicht einfach einsperren. In den Hosensack einsperren Gott und nachher am Sonntagmorgen für eine Stunde Gottesdienst und nachher wieder einpacken. Die Bibel zeigt uns, Gott ist heilig. Er ist dreifach heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. So steht es bei der Berufungsgeschichte vom Jesaja. Wir können nicht sagen, wir haben Gott, sondern er hat uns. Das Problem ist, wir wollen nicht anerkennen, dass Gott Person ist. Aber Gott ist Person. Und der durch die unterschiedlichen Situationen, durch der unterschiedlich wirken. Wir können ihn nicht manipulieren. Der Vorteil der partnerschaftlichen Gemeindeleitung sehe ich darin, dass sie eine Bereicherung kann sein. Andere Systeme in der Schweiz sind ähnlich aufgebaut. Im Militär gibt es ja sowohl das Milizsystem,
dass man einfach zum Beispiel 3 oder 4 Wochen im Jahr einen Weg machen kann, dass alle wehrtauglichen, volljährigen Männer eigentlich Dienst leisten sollten. Aber parallel dazu gibt es auch Berufsoffiziere, die die Milizmannschaft anleiten. Es gibt sowohl Berufsfeuerwehren in den grösseren Schweizer Städten, wie zum Beispiel Zürich, Bern, Basel, Genf, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Lausanne, sowie Berufsfeuerwehren am Gotthardtunnel und an anderen Tunneln und am Flughafen, sowie die chemische Industrie und die Kernkraftwerke, als auch Milizfeuerwehren, in denen alle mitmachen können. Und die beiden Feuerwehren ergänzen sich. Auch das politische System in der Schweiz ist so aufgebaut, dass die Gemeinderäte, also vom Dorf, und die Grossräte im Kanton im Milizsystem zu verorten sind. Und erst der Nationalrat, kann man sagen, hauptberufliche Politiker könnten sein, wenn sie das wollen. Ebenso Zivildienst ist auch so aufgebaut. So ergänzen sich beide Systeme. In der Bibel sehe ich das Miteinander von Ehrenamtlichen und Profis, sowohl im Alten Testament und im Neuen Testament verankert. Im Alten Testament sind der Mose und der Aaron dem Volk Israel gegenübergestanden. Sie haben für das Volk gebetet und haben ihnen Gottes Wort weitergegeben. Im Neuen Testament hat Jesus die Apostel beauftragt, die erste Kirchengemeinde zu gründen. Gott würdigt uns so damit, dass wir alle dürfen in seinem Team dabei sein. Das verlangt von uns allen aber auch Verständnis und Versöhnungsbereitschaft. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Amen.